Heute möchte ich Ihnen ein sehr erfolgreiches Produkt vorstellen. Es geht um Cemento. Wir werden es Ihnen diesmal in Kombination mit Istinto näherbringen. Es ist ein völlig natürliches, auf Kalk basierendes Produkt. Wir werden es Ihnen in diesem Fall an Stellen präsentieren, welche uns den Eindruck von echtem Zement verleihen. Als erstes wird mit der Anwendung von Primus begonnen. Ecco, il Primus è asciutto, possiamo... Nun ist Primus trocken. Wir können also mit der weiteren Anwendung anfangen. Wir wählen Istinto in der Version KG aus, weil wir die Zementfarben haben möchten. Wir werden das Produkt über die gekerbte Seite ziehen, damit wir die richtige Menge des Produkts erhalten. Danach wird es hinübergezogen und poliert, so wie immer. Nach der Anwendung des Produkts werden wir es mit der anderen Seite des Spachtels weichen lassen und falls nötig etwas Wasser draufsprühen. Das Polieren erfolgt hier horizontal, da der Zement horizontal angewendet wird. Sempre applicato in modo orizzontale. Bene, la superficie qua è molto bagnata. Nun ist die Oberfläche hier sehr weich, ziemlich unregelmäßig, so wie es eben sein soll. Nun zeichnen wir mit Hilfe eines Pads in horizontaler Richtung. Orizzontale, che sono le classiche macchie, i classici buchi che troviamo nel cemento lavorato. Allora qua sta cominciando a... Es fängt an zu trocknen. Es ändert leicht die Farbe. Es ist also an der Zeit, es mit dem Spray zu befeuchten und dann weich zu machen. Lisciarlo senza che si arricci, quindi possiamo spruzzare un po' d'acqua e poi cominciamo a lisciare. Die Polierzeit ist wichtig. Weil Andrea die Paste benutzt, gelangen wir vom Zusammenpressen zum Abdecken der jeglichen zusätzlichen Löchern. Das machen wir jedenfalls, wenn wir einen sehr weichen Effekt erzielen wollen. Andernfalls, sollten wir einen rauen Effekt haben wollen, schmeißen wir die Paste einfach weg. Nun wird die Wand trocken und es ist an der Zeit fürs Pressen. Es ist immer noch am Trocknen. Also ist es an der Zeit, die abgedichtete Linie zu ziehen. Legen Sie ein Lineal auf die gewünschte Höhe.
Nehmen Sie dann eine Ahle und ziehen Sie eine È Linie. facile segnare, pigliamo un punteruolo e tiriamo una riga. Der Fugenkit wurde gemacht. Fatta. Jetzt ist die Wand glatt und noch nass. Und dies ist der richtige Moment, es mit Energie zu drängen. Eine glatte und glänzende Wirkung zu bekommen, wenn wir es so wollen. Ansonsten lassen wir es so, wie es ist. Cemento Naturale. Von der Berührung her glänzend und angenehm. Al tatto. Wir wenden nun aber etwas Cera an, um dafür zu sorgen, dass es wasserabstoßend wird. Wenn Sie möchten, können Sie auch Vetro verwenden, um es matt und glänzend zu machen. Così naturale con sulla cera, perfetto. Eine Sekunde, Andrea. Diese Wirkung wird fürs Badezimmer sehr oft gebraucht. Tragen wir also etwas Cera von diesem Punkt an nach unten auf. So sehen wir den Unterschied zwischen der zwei Wirkungen. Ok? Ecco, la quantità di cera non deve mai essere troppa. Die Menge an Cera sollte nie zu viel sein, da es sonst bleichen kann. Eine kleine Menge genügt, um es wasserabstoßend zu machen. Nun ist unser Cera fast trocken und wir können den Stoff benutzen, um es zu polieren. Nun, es gibt anscheinend kaum einen Unterschied. Schauen wir mal, was passiert, wenn es nass ist. Quando noi bagniamo. Come vedete, Wie Sie hier sehen, wurde es vollständig aufgenommen. Da Instinto ein natürliches Produkt ist. naturale, quindi assolutamente. Im Gegensatz dazu ist Cera ein natürliches wasserabstoßendes Produkt. Auf diese Weise kann man mit Instinto perfekt Corre abschließen. via e si ferma solo dove ci sono ancora dei piccoli passaggi. È il modo perfetto per finire istinto. Schönes graues Cemento. Natürlich mit Instinto sind alle Farben verfügbar, die Sie in der Farbtabelle finden können. Qua nella cartella Es gibt nur Ihre Fantasie und Ihren Instinkt. Mit diesem Produkt können Sie alles machen. Genießen Sie Ihre Arbeit und haben Sie Spaß. divertimento.